6 Wochen Zwangsferien von der Schule. Da kann es einem sehr schnell sehr langweilig werden. Und darum kommen jetzt Gregs beste schulfreie Tipps für, wenn man daheim muss bleiben wegen einem Virus. Alter, meine Videonamen werden vom Mal zu Mal einfach beschissen. Ihr könnt Aufzüge für die Schule machen. Ihr habt auch 6 Wochen Zeit, um sie zu machen. Also ich glaube nicht, dass es so lang wird gehen. Ihr könnt Gregs Channel-Videos schauen. Okay, für die nach dem Joke immer noch da sind, check. Also halt so gar niemand. Ihr könnt ins Fitnesscenter. Gehen schwimmen. Gehen Handball spielen. Gehen Basketball spielen. Gehen Federball spielen. Gehen Tennis spielen. American Football spielen. Wasserball spielen. Zumba. Aerobic-Kurs. Draussen gehen joggen. Ihr könnt etwas mit Freunden machen. Einfach immer 2 Meter Abstand. Vorzugsweise euch nicht umarmen, wenn ihr euch begrüßt und wenn ihr euch verabschiedet. Die Hand auf jeden Fall auch nicht geben. Wenn es geht, dann nicht gerade ins Face husten oder so. Aber anschauen könnt ihr euch. Ihr könnt suchten. Bis ihr grosse Augen bekommt. Ihr könnt endlich mal das Instrument wieder anfangen zu lernen, das ihr schon immer lernen wollt. Ausser es ist Blockflöte, weil Blockflöte ist kein Instrument. Ihr könnt die News-App von eurem Handy nehmen und aus dem Fenster rühren. Ihr könnt zählen, wie viel Mal am Tag ihr das C-Wort hört. Der Name regt mich jetzt schon so fest auf, dass ich es nicht mehr aussprechen kann. Ihr könnt euch eine Challenge machen und schauen, ob ihr eure Screentime bei eurem Handy unter 3 Stunden behalten pro Tag. Ihr könnt eure alten Kassetten hören, wenn ihr noch klein sind. Also jetzt mal no joke, ich mache das im Fall wirklich zum Teil. Es ist verdammt geil, wenn man so Globi-Kassetten hört und plötzlich so alles checkt. So. Ihr könnt rausgehen und Vitamin D tanken. Ihr könnt euer Zimmer komplett umstellen und dann am nächsten Tag einfach nochmal umstellen und so nach 30 Mal umstellen merken, dass eigentlich so die Grundorientierung, die ihr am Anfang hattet, eigentlich voll okay war und dass es dann wieder zurücktönt. Ihr könnt das Hobby lernen, das ihr schon immer lernen wollt. Nein, keine Blockflöte. Das ist weder ein Instrument noch ein Hobby. Und ich bin so richtig mean zu allen, die Blockflöte spielen. Ihr könnt schauen, ob ihr TikTok versteht, weil ich verstehe es einfach immer noch nicht. Ihr könnt versuchen, einen ganzen Tag lang nicht euer Handy vorzunehmen. Also merkt man, dass ich langsam keine Idee mehr habe für Sachen, die ich vorschlagen könnte. Ihr könnt ein Buch lesen. Ihr könnt versuchen, irgendetwas zu basteln. Ich weiss zwar nicht, was ihr könnt basteln, aber vielleicht ist eure Kreativität besser als meine. Ihr könnt euch darüber aufregen, dass das Zeichen da hinten einfach die ganze Zeit am Flackern ist. Lol, ich glaube, ich habe es halt echt gefixt. Oh mein Gott. Ja, das ist alles, was es braucht. Einfach einmal draufschlagen und dann funktioniert es anscheinend wieder. Ihr könnt einen Serienmarathon machen. Oder 2 oder 3. Ihr könnt den Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Haha, lol. Ihr könnt etwas zeichnen. Ausser ihr heisst Greg und ihr seid unfähig im Zeichnen. Ihr könnt eine Kamera auf euren Staubsauger tun und schauen, was passiert. Okay, ich habe es mir ehrlich gesagt lustiger erwartet als das, aber ja. Ihr könnt Lego spielen, aber wehe, ihr spielt Playmobil. Oder ihr könnt einfach 6 Wochen lang eingesperrt im Keller sein und hoffen, dass alles vorbeigeht. Okay, mal einfach alle Jokes aside, ich will nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich das alles mega lustig finde, was gerade passiert. Die Massnahmen, die das BAG rausgebracht haben, sind da zum einem Grund, nämlich zum machen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Darum wäre es, glaube ich, gescheit, wenn wir die alle befolgen würden. Aber ich habe gedacht, das ist halt trotzdem mal ein bisschen lustig, zum schauen, was man alles so in diesen 6 Wochen machen kann, wo wir jetzt da daheim hocken. Oder man kann lesen, dass die Art zum daheim unterrichten extrem doof wird und dass das die schlimmsten 6 Wochen ever werden. Okay, was ist das bitte schön gewesen?